Willkommen zurück zum Mathe am Montag. Heute zum Thema umgekehrte Proportionalität. Eine Schule wird mit einem Bus verreisen und der Bus kostet 360 Franken. Je mehr Kinder in dem Bus sind, desto weniger muss jedes Kind einzeln zahlen. Um die Aufgabe zu strukturieren, starte ich wieder mit einer T-Tabelle. Und meine zwei Werte, die ich oben eintragen muss, sind einerseits Anzahl Kinder und Preis pro Kind. Ich weiss, dass die Schule einen Bus organisiert, der 360 Franken kostet. Was ich herausfinden will, ist, wie viel muss das Kind zahlen, wenn 18 Kinder mitkommen. Also 18 Kinder bei der Anzahl. Jetzt geht es also ausrechnen. Von 1 auf 18 mache ich mal 18. Und wie gesagt, wenn ich auf der einen Seite bei umgekehrter Proportionalität mal rechne, muss ich auf der anderen Seite geteilt rechnen. Geteilt durch 18. 360 geteilt durch 18, das gibt 20. Als Antwortsatz bei dieser Aufgabe wäre es also, wenn 18 Kinder mitfahren, zahlt jedes Kind 20 Franken. Nächste Aufgabe. Wie viel zahlt jedes Kind, wenn 24 Kinder mitfahren? Ich will also 24 Kinder wissen. Von 1 auf 24 ist es mal 24. Von 360 muss ich also geteilt durch 24 rechnen und das gibt 15. Der Antwortsatz für die Aufgabe ist also, wenn 24 Kinder mitfahren, zahlt jedes Kind 15 Franken. Was, wenn es umgekehrt aber gefragt ist? Wie viele Kinder müssen mitfahren, wenn jedes Kind 10 Franken zahlen? Ich weiss also, Preis pro Kind ist 10 Franken. Und jetzt überlege ich mir, von welchem Wert komme ich am besten auf die 10 Franken. 360 geteilt durch 36. Dann würde ich auf die 10 kommen. Das heisst, 1 mal 36 gibt meine gewünschte Zahl. Und 1 mal 36 gibt 36. Das heisst, die Antwort für diese Frage ist, es müssen 36 Kinder mitfahren, dass jedes 10 Franken zahlen muss. Natürlich hätte ich jetzt auch mit den anderen Werten arbeiten können. Beispielsweise von diesen 20 Franken wäre ich auch gut auf die 10 Franken runtergekommen, geteilt durch 2. Und dann kann ich auf dieser Seite mal 2 machen, um ebenfalls auf die 36 zu kommen. Jetzt schauen wir uns aber noch eine anspruchsvollere Aufgabe an. Und zwar 42 Erdbeerkörbchen, die je 500 Gramm drin haben, werden in neue Körbchen umgeteilt. Und zwar jetzt sind es nicht mehr 500 Gramm pro Körbchen, sondern 750 Gramm pro Körbchen. Und jetzt ist die Frage, wie viele Körbchen gibt es im Ganzen? Von 500 auf 750 kann ich nicht direkt rechnen. Das heisst, ich suche irgendeine andere Zahl, wo ich die 500 abrechnen kann, dass ich es nachher wieder aufrechnen kann. Eigentlich wie bei der Proportionalität. Jetzt in diesem Beispiel bietet sich 250 Gramm an, weil von 500 komme ich einfach auf 250 und von 250 wieder einfach auf 750. Ich überlege mir also, von 500 auf 250 rechne ich geteilt durch 2. Und bei der umgekehrten Proportionalität muss ich also auf der anderen Seite genau das andere machen. Anstatt geteilt durch rechne ich also mal 2. 42 mal 2 gibt 84. Und als nächsten Schritt überlege ich, wie komme ich von diesen 250 auf die 750. Das ist mal 3. Umgekehrte Proportionalität heisst, auf dieser Seite muss ich geteilt durch 3 machen. 84 geteilt durch 3, das gibt 28. Der Antwortsatz für die Aufgabe ist also, wenn ich Körbchen habe mit 750 Gramm, dann kann ich im Ganzen 28 Körbchen erstellen. Ich hoffe, du hast etwas lernen können. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heisst